So, da sind wir mal wieder hier zu Film ab. Das Nachtlicht ist auch wieder dabei. Ja. Sag hallo. Hi. Das war nicht egal. Ja, ich klinge noch ein bisschen heiser. Ich war nämlich erkältet, dank ihm. Nochmal vielen Dank an den Da Vinci für die tolle Grüße und für die gute Besserungswünsche. Also wir sind wieder fit und weil wir fit sind, haben wir uns gedacht, wir können gleich mal ein paar Filme auf einmal machen. Und zwar haben wir heute das Terry Pratchett Spezial, weil der Terry Pratchett, das ist ein britischer Schriftsteller gewesen, der ist jetzt am 12.03. habe ich mir aufgeschrieben, 2015 ist er gestorben, er hat Svensson-Syndrom gehabt, das ist eine Form von Alzheimer. Ja, schade, sehr schade. Also sehr schade, ja. Ich habe die Bücher gern gelesen. Also wer die Scheibewelt-Romane kennt, der weiß, von was ich spreche. Mit der Stadtwache, mit der Hexe. Also es gibt verschiedene Handlungsstränge, die er da gerade hat. Also verschiedene Bücher, die er geschrieben hat über verschiedene Personen. Das ist einfach so total witzig, klasse zu lesen. Wirklich, für jüngere Generationen. Es ist einfach was zum Schmunzeln gewesen und Terry Pratchett, also der hat so klasse geschrieben, also ja, wirklich schade, dass er gestorben ist. Was haben wir alles? Also Terry Pratchetts Romane sind, ich weiß nicht, ob ich alle habe, ob mittlerweile noch was rausgekommen ist. Also es gab Zeichentrickfilme, es wurden ein paar Bücher verfilmt. Ich habe jetzt 3 Stück, 2 auf DVD und einer auf Blu-ray. Ich würde gerne mit dem Hockfather anfangen, weil das ist total niedlich, das ist voll also wirklich, das ist so ein schöner, toller Film. Im Grunde genommen geht es einfach darum, dass in Ankh-Morpork sowas wie ein Weihnachtsfest stattfindet. Nur müsste es eigentlich das Jahr ausfallen, oder beziehungsweise in einem Jahr, wo es sich so drum handelt, weil der Schweinevater, weil dort ist es nämlich nicht das Weihnachtsfest oder beziehungsweise der Weihnachtsmann, sondern der Schweinevater kommt. Und der Schweinevater hat einen, vielleicht sieht man es so ein bisschen, da hat so ein Wagen, der wird von so ein paar Butze hier gezogen. Das ist total geil, der sieht auch selber aus, so ein bisschen wie ein Schwein und so nett ist der gleich auch nicht, aber im Grunde genommen hat er so seine Daseinsberechtigung und macht, glaube ähnliche Sachen. Kriegt er eigentlich auch Geschenke? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja, ich weiß aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall soll der Schweinevater umgebracht werden, der wird verfolgt. Und zwar gibt es in diesem Scheibenwelt-Universum so eine Rasse, das sind die Revisoren. Was die wollen, wer es eigentlich kennt, die wollen irgendwie mal Trouble machen, irgendwelche Leute ausschalten, keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken die, dass so diese... Die Mafia. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, die sind aber auch eher für das universelle Gleichgewicht. Aber keine Ahnung, wie ist es jetzt meinen. Auf jeden Fall, der Schweinevater soll umgebracht werden, ist irgendwie nicht mehr aufzufinden. Wer die Scheibenfeld-Charaktere kennt, kennt auch bestimmt den Tod. Ja, das ist das Wichtigste. Der Tod ist echt mal so geil. Also der Tod wird schon so seine Aufgabe erfüllen, klar, aber er macht es mit einem gewissen trockenen Humor und er ist auch irgendwo immer herzlich und irgendwo ist er auch so eine gute Ader. Also er tut eigentlich einfach seinen Job erledigen. Es ist wie ein netter, putziger Kerl, nur dass er halt einen scheiß Job hat. Also er ist jetzt nicht so, wie man sich einen Tod vorstellt, böse und gemein und so. Er hat halt einfach den Job, es ist halt einfach seine Aufgabe. Und er kommt dann auch vorbei und ist dann auch nicht böse oder sauer. Der kommt, so einer, mit dem er gerne mal einen Kaffee trinken Auf jeden Fall hat er eine Ziehtochter, das ist die Susanne, und er und sie versuchen halt beziehungsweise eigentlich mehr sie, versucht halt den Schweinevater wieder zu finden. Und der Tod tut für die Zeit, wo der Schweinevater nicht da ist, sozusagen die Aufgabe vom Weihnachtsmann übernehmen, von dem Schweinemann. Und das ist total witzig. Also gucken euch euch, Spoiler jetzt nichts. Ich sage nur so viel, es gibt in der Scheibewelt, in der Stadt Ankh-Morpork verschiedene Gilde, zum Beispiel auch die Assassine-Gilde oder die Umbringen-Gilde. Ist im Prinzip ein Fantasy-Universum, wenn man es so will. Genau. So ein typisches. Ja. Und da gibt es dann her Kaffee trinken und die Revisoren haben dann auf den Schweinevater halt. Also total krank. Wahrscheinlich verstehen er überhaupt gar nichts, was ich da überhaupt laber. Kaffee trinken. Kaffee trinken, genau so wird er ausgesprochen. Auf jeden Fall ein super Film. Ist, glaube ich, nur im Fernsehen rausgekommen, also in England im TV als Zweiteiler. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland schon gelaufen ist. Es kamen schon Terry Pratchett-Filme im Fernsehen hier, ja. Ich weiß aber nicht welche. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Lesen auch das Buch. Also wie gesagt, ich habe die Bücher gelesen, die meisten Bücher. Total geil. Und die Verfilmungen sind gut. Also es sind gute Adaptionen. So. Also die Sache ist, ich bin überhaupt keine Leseratte und ich werde super schnell müde, wenn ich versuche zu lesen und schlafe nach 3 Seiten ein. Aber ich mag die Geschichten von Terry Pratchett wirklich gerne und er hat auch einen riesen Fankreis, was absolut berechtigt ist.
Und ja, die Filme sind auch für jemanden, der nicht die Bücher gelesen hat, sehr leicht zu verstehen, sehr amüsant. Sind wirklich sehr putzige Geschichten und man verliebt sich schnell in die Charaktere und das ist, ja. Ist einfach klasse, Ja, einfach schön. gut. Ich kenne das auch die ganze Zeit von den Büchern noch, aber ich muss jetzt wirklich die Fresse halten und mich auf die Gosh. Filme konzentrieren. Der zweite Film ist The Color of Magic. Ach, wirklich super toll. Das ist der Handlungsstrang mit der Zaubererakademie. Also in Ankh-Morpork, das ist ja die Hauptstadt, gibt es diese Zaubererakademie und da gibt es einen Total-Loser und das ist der Rincewind. Und das ist so ein Zauberer, der ist vielleicht schon 60, 70 Jahre alt und der kommt eigentlich von dieser Stufe 1 Zauberer, also diese Stufe, Der ist halt einfach zu scheiße. der ist kacke. Ja. Also Der normalerweise hat läuft das so ab, es gibt verschiedene Abstufungen von Zauberer bis zum Vorstand oder zu dem Obermods und die junge Zauberer fangen halt bei Stufe N sozusagen an. Um auf Stufe 2 zu kommen oder auf Stufe 3 muss man eigentlich immer denjenigen umbringen, der dann halt vorne dran ist. Und der Ja? hat ja, das ist so. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ist in dem Film auch so. Und Aha. ja, und die passen halt alle auf, dass sie hier nicht abgelönscht werden. Manche schaffen es halt nicht. Ja, und derjenige, der dann die stimmt. Schuhe anzieht von dem anderen Zauberer, der dann die höhere Stufekarte hat, und der kriegt dann diese Stufe. Ja. Level up per Kleidungs... Auf jeden Fall, der Rincewind, der ist viel zu nett und der hat es noch niemals gepackt, irgendeine Stufe zu erreichen. Der wird irgendwann von der Akademie, wird er runter, ja, der fliegt halt runter, weil dieser nette Er fliegt raus. Tim Curry, den man von Ace kennt und so weiter, der spielt auch einen Zauberer und der übernimmt sozusagen die Akademie und schmeißt den raus. So, jetzt hockt er da und hat nichts zu schaffen. Ich meine, vorher hat er auch nichts gemacht, aber jetzt hat er auch kein Dach mehr über dem Kopf. Und jetzt hat er Glück, weil der Sean Austin, der dort, den kennt man von gleich 50 erste Dates, aber auch von der Herr der Ringe-Trilogie, Der nämlich das ist der Samwise Sam. Gamgee, Der kommt der von tollste Hobbit überhaupt. ja, eigentlich der Held der Geschichte. Ja. Der ist ein Typ, der Zweiblumen heißt der, und der kommt von einem anderen Kontinent, wie der Kontinent, wo ich glaube, der Gegengewicht-Kontinent oder so, keine Ahnung. Auf Da jeden Fall, kennst du dich definitiv auf jeden besser aus. Fall man hat es ja vorhin gesehen, der Einblendung, diese Scheibenwelt ist ja flach und da gibt es zwei Kontinente. Ich glaube, der Ende, wo die Hauptstory drauf spielt, und dann gibt es noch den Gegengewicht-Kontinent. Ich glaube, von dem kommt er. Vielleicht bin ich jetzt auch falsch. Auf jeden Fall ist das der erste Tourist, der nach Ankh-Morpork kommt. Ja, stimmt. Und weil der Rincewind nichts Besseres zu tun hat, tut er dann halt so ein bisschen, ja, als Stadtführer da, Tourguide. genau, rumführen. Tut ihn aber auch ein bisschen verarschen. Der hat nämlich riesig viel Kohle dabei. Der hat nämlich riesig viel Kohle dabei, was bei denen überhaupt gar nichts wert ist, ist ein Haufen Gold und was weiß ich. Auf jeden Fall beginnt ein tolles Abenteuer, da geht es eigentlich auch wirklich darum, die Scheibenwelt zu retten. Also es gibt noch so ein paar mystische Sachen außenrum, es gibt so ein Buch, was in der Kammer eingeschlossen ist, was die Welt retten kann. Ja. Der Rincewind ist der Einzige, der mit dem Buch kommunizieren kann, weil das ist so gewisse intelligente Energie, die da drin irgendwie festgesetzt ist. Und der Rincewind kann die halt irgendwie aktivieren. Auf jeden Fall total, also wirklich auch wieder super Adaption von Die Farben der Magie und Licht der Fantasie. Das sind also Farben der Magie habe ich gelesen, das zweite glaube ich nicht. Fehlt noch. Super adaptiert, super umgesetzt. Ja, was man noch dazu sagen muss, also wir dürfen jetzt nicht Herr der Ringe erwarten. Also die Oh nee, um Filme Gottes Willen. sind total am Buch wirklich fest. Es geht auch eigentlich wirklich eher um den Witz. Also fulminante Effekte oder was weiß ich oder übertriebene Michael Bay Sache, das dürfen wir nicht erwarten. Aber es Gottes ist Willen, Gott sei mit Dank. sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Der Tim Curry spielt mit, was gleich jetzt auch eine gewisse Größe ist. Sir David Jason spielt Rincewind. Und dann suchst du auch einen super Film. Das wäre die zweite-DVD. Nur der Tod spielt leider nicht mit. Der Tod spielt kurz mit, glaube ich. Den Ja. sieht er. Also die Zauberer können den Tod sehen. Das ist so eine Eigenschaft von Zauberer, dass sie den Tod sehen können. Und die können dem theoretisch auch so ein bisschen entrinnen. Also ich weiß, dass der Rincewind gleich mit dem Tod sprechen kann. Okay. Es gibt auch noch einen Mäusetod, der ist für die Mäuse Ja, zuständig. der ist so Oh, wie klein. kawaii! Oh mein Gott, das war gar nicht kawaii. Kawaii! So, da haben wir noch dort die Limited Edition, die habe ich auf Amazon bestellt und eigentlich ist überhaupt gar nichts Tolles dort drauf. Außer der Film. Außer dass er Ähm, in Ja, toll. Metallbox Da macht sowas hier ist. innen drin Metall, aber außen sieht man dann hier das und das ist Going Postal.
Bei Going Postal, das ist auch wieder so ein eigener Handlungsstrang. Den wir aber noch nie geschafft haben, fertig zu gucken. Ich glaube, wir sind jedes Mal, habe ich nicht fertig Das geguckt. sind 2 Teile auch wieder und wir haben einen geguckt und beim zweiten sind wir dann immer eingeschlafen. Ich glaube, das Buch habe ich auch gelesen. Also bei den Filmen ist es nicht schlimm, wenn man das Buch gelesen hat, weil die sind wirklich nicht ends Das zu ist ends, nicht aber, schlimm. aber Ist schon okay. man vermisst nichts. Ja? Ja. Okay, und dort geht es bei Going Postal um wie heißt der nochmal? Der Feucht von Lipwig. Und der Feucht von Lipwig ist so ein Gauner, der immer die Leute abgezogen hat und glaubt, denen ist so das Handy und was weiß ich alles. Das ist überhaupt gar kein toller Kerl. Und auf jeden Fall wird er irgendwann aufgegriffen, kommt ins Gefängnis, soll auch bestraft werden mit der Todesstrafe. Hat aber noch Glück, weil der Herrscher von Ankh-Morpork, der Lord Vetinari, der sagt dem, wenn du... Tut mir leid, ich war halt krank. Wenn du nochmal hust. Nee, Du bist schuld. der Mutter ist schuld. Auf jeden Fall sagt er dem, wenn du Postminister wirst und durch die Post wieder aufbauen, die in Ankh-Morpork wirklich in einem desaströsen Zustand ist, keiner verschickt mehr Briefe, es gibt eine neuere Art von Datenübermittlung oder beziehungsweise von Nachrichtenübermittlung, das sind die Klicker, das ist so wie Telegrafenmaske sind das im wie so Prinzip. Morsezeichen mit Licht. Ja. Und der soll die Poststelle wieder in Schwung bringen und er macht eine gewisse Entwicklung von Gauner zu ehrlich durch. Also es geht viel darum, dass er seine Vergangenheit aufarbeitet, dass er diese Chance sieht, um ein guter Mensch zu werden und auch dieser Stadt wirklich ein bisschen ihren Geist zurückgibt. Also mit der Post ist auch verbunden zum Beispiel, dass man wieder Liebesbriefe schickt, dass man Verwandte wieder kontaktiert, weil diese Klicker sind relativ teuer, das kann sich nicht jeder leisten und es hängen 8 Jobs drauf und er macht wirklich eine super Wandlung mit und der Film ist auch deswegen einfach interessant, wie sich Menschen verändern können. Auch wieder mit viel Witz in der Fantasy-Welt, diesmal ein bisschen mehr so an, sieht als Steampunk aus, ne? Man sieht so ein bisschen, das ist so Richtung Steampunk. Grundlegend aber auch realer, weil irgendwie, naja gut, ich meine doch, es sind wieder unwirkliche... Also da hat man eher Mittelalter bei den zwei. Gut, da ist ein bisschen mehr England, 19. Jahrhundert. Aber das ist halt so Steampunk, das ist ein bisschen moderner gemacht. Also, wobei es auch da fantastische Elemente drin gibt. Ja, vom Tachierkomfort und ein bisschen abrappen. Ich spreche jetzt vom Golem. Achso, der Golem, ja. Ja, ich glaube aber, es ist aber auch das Einzige. Ja. Auf jeden Fall. Der Golem ist aber auch cool. Ja, der Golem ist geil. Ich dachte, das ist. Der backt doch auch irgendwo, ich weiß nicht. Der macht all so einen Scheiß. Also da ist ein Golem dabei und dieser Golem soll einfach vom Lord Vetinari aus gucken, dass der Feucht von Lipwig seine Aufgabe gescheit erfüllt. Ja. Und ist doch nicht immer so sanft dabei. Ja, das waren jetzt die 3 Filme, die ich vorstellen wollte. Viele kennen Terry Pratchett wahrscheinlich nicht. Viele haben bloß die Bücher gelesen. An die kann ich bloß übermitteln. Gucken die Filme, die sind gut gemacht. Der eine oder andere. Die Generation, die nicht mehr liest, kennt ihn jedenfalls nicht. Ja. Terry Pratchett ist schon sehr bekannt, aber die Filme kennt halt jetzt wahrscheinlich dann doch nicht jeder. Genau, also auf jeden Fall empfehlenswert. Ja. Und guckt sie euch an, wenn nicht, ist es unbedingt. Vielleicht auch nicht schlimm, aber euch entgeht wirklich ein toller britischer Humor, was man sagen muss. Sehr niedliche Filme mit einem ganz, ganz tollen Humor und viel Charme. Ja, viel sehr Charme. Sehr tollen Charakteren. Und im Tod. Damit wollen wir abschließen. Auf jeden Fall nochmal hier das Tribute an Terry Pratchett. Schade, dass er gestorben ist. Er wird uns in Erinnerung bleiben als ein genialer Mensch. Ich habe noch einen Tipp, wenn ihr die Scheibewelt mögt, holt euch die Teppichvölker, was mit der Scheibewelt erstmal nichts zu tun hat. Aber holt euch auch das Buch Strata. Und in Strata hat er so einen Science-Fiction-Roman, in diesem Roman schon so eine erste Version von der Scheibewelt, die aber ganz anders ist, etabliert. Echt? Ja. Und viele kennen es vielleicht nicht. Guckt noch Strata, sehr günstig zu erhalten. Und das ist ein Buch von einem jungen Terry Pratchett, und der aber schon damals wirklich geniale Humorkarte hat. Und ja, viel Spaß mit den Filmen, viel Spaß beim Lesen, und das war unser Special zu Terry Pratchett. Ja. Gute Nacht. Ja, macht's gut.